Hallo und herzlich willkommen zur NASCAR Whelen Euro Series 2013. Zum ersten Mal seit 2019 ist die Euro-NASCAR zurück in Deutschland, aber nicht mehr in Hockenheim, sondern jetzt in der Motorsport Arena Oschersleben. Und da wurde eine richtig schöne Show aufgezogen mit richtigem American Feeling. 13.000 Zuschauer waren vor Ort für die 4 Rennen der NASCAR Whelen Euro Series. Wir schauen uns heute die beiden 16 Runden langen Euro-NASCAR 2 Rennen an. Das hier ist die Strecke mit insgesamt 14 Kurven und einer Länge von 3,67 Kilometern. Wir starten mit Runde 9 in der Saison 2023. Das hier ist die Fanzone. So sieht es hier in Oschersleben aus. Und wir sprechen jetzt mal mit Ariana Casoli, die für Speedhouse in der Startnummer 14 sitzt. Und sie ist die erfolgreichste Fahrerin in der Lady Trophy in der Geschichte der Serie. Und sie sagt, das hier ist wirklich eine super schwierige Strecke, auch wenn sie eine Menge Spaß macht. Ich muss mich hier und da noch ein bisschen an die Linien gewöhnen. Ich muss mich noch ranarbeiten und auch das Setup weiter erarbeiten, sodass wir hier schneller werden können. Ich glaube aber, dass wir uns in der nächsten Session verbessern werden. Ich möchte definitiv etwas schneller werden. Natürlich ist es auch so, dass das Qualifying und das Rennen zwei völlig verschiedene Dinge sind. Da muss man schon ein bisschen schauen. Jetzt geht es aber einfach darum, das Gefühl zu bekommen für die richtige Balance im Auto und dann eben auch genau die richtige Linie zu treffen, denn das ist auf dieser Strecke hier extrem wichtig. Wichtig ist es einfach, ein gutes Gefühl im Auto zu bekommen, aber ich kann eins sagen, ich werde hier immer besser. Speedhouse, das Team von Luca Lasser, ist bekannt dafür, super professionell zu sein, aber gleichzeitig haben die auch immer wieder schöne Partys da im Paddock, im Fahrerlager. Und sie sagt ja, das ist so, als ob man hier einen Schalter umlegen würde. Auf der einen Seite ist das Team ultra professionell, aber wenn die Arbeit dann getan wurde, dann kann es auch mal sein, dass hier richtig Party gemacht wird, dass man hier eine Menge Spaß miteinander hat. Also die Atmosphäre bei Speedhouse, die ist schon etwas ganz Besonderes. Das also die Worte von Ariana Casoli. Das hier ist Paul Giuffreau, der Franzose in Diensten von RDV Competition, hat sich die Pole Position geschnappt. Und damit wird er gleich das Feld hier in der Motorsport Arena Oschersleben in Richtung Turn 1 führen. Das ist der Gridwalk, immer wieder etwas ganz Besonderes in der NASCAR Whelen Euro Series. Alberto Nascar auf der 2, dann Martin Dubek auf der 3 und wo sollte er auch sonst sein? Jill Inster auf Position 4, Startplatz 4 für die Startnummer 50 von Hendricks Motorsport, der Toyota Camry. Jetzt quasi da in grün-gold auf der äußeren Linie. Green Flag ist in die Air, los geht's, das Rennen ist eröffnet. Vorne an der Spitze setzt sich Paul Giuffreau sehr gut durch. Dahinter Alberto Nascar gegen Martin Dubek und Jill Linster. Und Linster ist dran an seinem Teamkollegen, an Martin Dubek, der Tscheche, jetzt auf der Außenbahn. Also Vorteile für die Startnummer 50. Aber Linster hat hier nicht die Möglichkeit gefunden, am Tschechen vorbeizukommen und muss sich erst einmal mit der 4. Position hier zufrieden geben. Mr. Consistency, das ist der Name von Jill Linster im Jahr 2023. Jedes Rennen hat er bisher in den Top 5 beendet. In der Regel auf Platz 4. Es war aber auch schon ein Podium mit dabei. Also das ist einer der absoluten Titelkandidaten in dieser Saison, der Jill Linster. Aber dafür müsste er noch an Paul Giuffreau und Alberto Nascar vorbei, genauso wie am Championship-Leader Vladimiros Tsortzis. Und der hat hier massive Probleme. Der Motor will nicht so richtig und für den Zyprer bedeutet das Ausfall. Da ist nicht viel zu holen für Vladimiros Tsortzis und das ist gleichzeitig die Chance dann auch für seine Verfolger, für Jill Linster, für Alberto Nascar und Paul Giuffreau die Lücke auf Tsortzis zu schließen, der bereits 5-mal gewonnen hat in dieser Saison. Aber jetzt bröckelt so langsam die Dominanz des Academy Alex Coffey Motorsport Fahrers. Jill Linster ist dran an Martin Dubek, aber gleichzeitig muss er auch ein bisschen in den Rückspiegel schauen, denn da schert schon Claudio Remigio Capelli mit den Hufen, der da gerade einmal ganz kurz ein bisschen Staub aufgewirbelt hat. Und hinter Capelli haben wir dann die Startnummer 69 von Melvin de Groot, der für das Team Blekemolen an den Start geht. Dann haben wir die Startnummer 88 aus dem Hause Carl Racing. Das ist Roberto Benedetti, der hier mit Capelli und de Groot um Platz 1 in der Legend Trophy kämpft. Das ist die Sonderwertung für Fahrer über 40 Jahren. Oh, und da haben wir Benedetti abseits der Strecke ganz kurz gesehen. Die 88 mit einer echt typischen Rallycross-Einlage. Und auch Capelli war gerade wieder ziemlich quer. Hier haben wir die Startnummer 18 von Race Art Technology. Wir fahren beim Fahrer mit dem markanten Bart mit. Der könnte eigentlich als Double von einem der ZZ Top Musiker durchgehen, dieser Claudio Remigio Capelli,
der jetzt hier versucht, an Jill Linster vorbeizukommen. Die beiden Side by Side, direkt nebeneinander. Und da wundert es mich ein bisschen, dass Jill Linster hier langsamer wird. Denn normalerweise ist Claudio Capelli keiner, der so leicht an Jill Linster rankommt und vor allem nicht vorbeikommt. Nichts gegen Capelli, der ist unglaublich stark in dieser Saison und hat immer wieder auch Top-5-Ergebnisse angepeilt. Aber da ist schon noch ein kleiner Unterschied, was die Klasse angeht zwischen Jill Linster und Claudio Capelli. Der kommt hier aber sehr gut dran an die Startnummer 50. Ich hoffe, dass es da kein Problem gibt bei Jill Linster am Toyota Camry mit der Startnummer 50 von Hendricks Motorsport. Das Team wird geleitet von Roy und Jupp Hendricks. Außerdem gibt es da eine Menge Unterstützung seitens der Familie Hesemanns. Liam Hesemanns teilt sich das Auto mit der 50 ja mit Jill Linster. Außerdem ist der zweimalige Euro-NASCAR Pro Champion Loris Hesemanns im Team immer mit dabei, um die beiden anzuleiten, um ihnen Tipps zu geben. Also da gibt es eine Menge Unterstützung auch von Papa Twan Hesemanns, einer absoluten Langstreckenlegende im Motorsport, aber weit, weit vor meiner Zeit. Der ist in den 60er und 70er Jahren auf der Rennstrecke unterwegs gewesen, aber seine Söhne machen das richtig gut und Jill Linster profitiert natürlich auch davon, dass er jemanden wie Loris Hesemanns da in der Box hat. Hier haben wir Patrick Schober mit der Startnummer 27 von Double V Racing, der Österreicher, der in der Slowakei lebt und in Spanien geboren worden ist, greift jetzt hier nach der Position von Melvin de Groot und das ist einer seiner absoluten Spezialitäten. Also dieser Patrick Schober, der ist so stark, wenn es darum geht, jemanden zu überholen. Schon auf anderen Strecken hat er bewiesen, wie gut er das kann. Ich erinnere mich da in seiner Rookie-Saison an ein Manöver aus Grobnik, wo er gleich mal 2 Konkurrenten mit einem Schlag überholt hat. Das war schon richtig stark. Vorne an der Spitze haben die beiden sich abgesetzt, aber der Abstand zwischen Paul Gifford und Alberto Nasca war auch schon mal deutlich größer. Das bedeutet, die 54 von Car Racing kommt immer näher ran an die Startnummer 3 von RDV Competition. Das könnte jetzt hier nochmal ein richtig schönes Duell geben auf der ersten und zweiten Position. Hier haben wir Martin Dubek, dann immer noch Jill Linster mit Claudio Capelli im Gepäck. Linster hält sich tapfer auf der 4. Position, aber ich habe, wie gesagt, das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht so hundertprozentig. Das Auto scheint nicht perfekt zu laufen, sonst wäre Jill Linster eigentlich eher jemand, der sogar noch an Martin Dubek vorbeikommen würde. Der Champion aus dem Jahr 2021, Martin Dubek, hat in diesem Jahr schon einige gute Ergebnisse erzielt. Ihm fehlt aber eigentlich so eine Grundpace, um wirklich ums Podium zu kämpfen. Die Startnummer 7 ist immer gut eingestellt. Martin Dubek fährt auch wirklich sensationell konstante und starke Rennen. Aber wenn wir die beiden Hendricks-Piloten jetzt miteinander vergleichen müssen, dann hat Jill Linster eigentlich in der Regel die Nase vorne gehabt. Jetzt hat sich Linster wieder so ein klitzekleines bisschen von Capelli absetzen können. Der Luxemburger, der mittlerweile im Saarland in Deutschland lebt. Deswegen ist das Rennen hier in Oschersleben auch irgendwo eine kleine Heimpremiere für Jill Linster, der jetzt hier überholt wird von Claudio Capelli. Ich bleib dabei, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht mit der Startnummer 50, sonst wäre er jetzt hier nicht so abgekocht worden. Schauen Sie sich das an, also die Lücke zwischen Capelli und Linster wird immer größer. Irgendwas scheint da nicht richtig zu funktionieren bei Jill Linster. Dafür hat jetzt Claudio Capelli natürlich die 4. Position übernommen. Noch ist Linster hier draußen geblieben. Wir waren gerade genau im Bereich der Boxeneinfahrt. Dubek, Capelli, Linster. Und Linster muss aufpassen, denn von hinten kommt schon Patrick Schober angeschossen. Der Österreicher mit dem Ford Mustang von Double V Racing aus Italien. Und der hat da keine Schnitte. Das sieht man eigentlich jetzt schon in den Kurven, dass Jill Linster da definitiv nicht mithalten kann. Da kommt auch schon der erste Angriff von Patrick Schober. Den kann Linster noch abwehren. Aber es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Österreicher hier am Luxemburger vorbeikommt. Linster ist auf Messerschneide unterwegs. Das sieht man definitiv. Da hat er gerade die komplette Breite der Strecke ausgenutzt, sogar ein bisschen Staub aufgewirbelt. Also, er gibt sich hier nicht kampflos auf. Das können wir sagen, dass Jill Linster hier nochmal alles gibt, um diese jetzt gerade 5. Position zu verteidigen. Schober ist jetzt aber daneben und überholt die Startnummer 50 problemlos. Also, das hat sich angedeutet, da stimmt was nicht. Also, das ist jetzt ganz, ganz klar zu sehen, dass wir ein Problem an der Startnummer 50 am Toyota Camry von Jill Linster haben.
die nächste Boxeneinfahrt und jetzt kommt er rein. Jetzt kommt er rein. Also Reifenschaden bei der Startnummer 50. Das war ein schleichender Plattfuß und dementsprechend gibt es da keine Möglichkeiten für Gillins da vorne an der Spitze mitzuhalten. Ganz bitter natürlich, dass er hier weit zurückfällt. Aber das hier in Deutschland ist das Finale der Regular Season. Und das bedeutet auch, dass nach diesen beiden Rennen am Samstag und am Sonntag alle Fahrer ihre 2 schlechtesten Ergebnisse streichen dürfen. Also selbst wenn er hier 2 Ausfälle hätte, könnte er beide Rennen hier in Deutschland streichen. Und dann würde er immer noch mit seinen Top 5 Ergebnissen aus Valencia, aus Brands Hatch, Italien und Most dastehen. Vorne an der Spitze, Paul Giffrot ist enteilt. Das liegt auch daran, dass Alberto Nasca im Verkehr ein klitzekleines bisschen aufgehalten worden ist. Und damit geht wohl der Sieg an den Franzosen in der Startnummer 3. So ist es. Paul Giffrot gewinnt das Rennen vor Alberto Nasca und Martin Dubek. Claudio Capelli wird Vierter vor Patrick Schober und Melvin de Groot. Dann haben wir Thomas Toffel noch auf der 7. Position gehabt. Paul Giffrot, die Sensation des Jahres 2023, der Franzose, 19 Jahre alt ist er, gewinnt sowohl in der EuroNASCAR 2 als auch in der EuroNASCAR Pro. Das Auto war wirklich sehr gut, sagt er. Leider war es einmal so, dass wir da von einem Hinterbänkler ein bisschen aufgehalten worden sind, insbesondere Alberto. Dadurch hatten wir dann nicht mehr diesen Kampf, aber dann hieß es auf einmal Reifen schon, weil wir ja wissen, dass wir diesen Satz auch morgen noch im zweiten Rennen fahren müssen. Jedes Mal ist er noch weiter vom Gas gegangen und ich habe dann sofort reagiert und habe auch gesagt, ich möchte meine Reifen schonen für morgen. Aber ich denke, dass wir insgesamt ein gutes Auto für das Rennen am Sonntag haben und wir sind super happy. Das ist der Teamchef von RDV Competition, das ist Franck Violas. Und der ist super stolz auf die Leistungen von Paul Giffrot, der hier in der NASCAR Euro-Serie wirklich einen unglaublich guten Job macht. Und natürlich müssen wir jetzt auch irgendwann über die Meisterschaft sprechen, denn in der EuroNASCAR 2 hat Giffrot sehr realistische Chancen noch, den Titel zu holen. Franck Violas will das natürlich wieder ein bisschen runterspielen. Das ist die typische Taktik. Er sagt, klar, wir müssen drauf schauen, aber wir haben doppelte Punkte beim Finale auf dem Circuit Solda in Belgien. Also es ist noch ein langer Weg, so die Aussage des Teambesitzers. Paul Giffrot lässt sich feiern auf dem Podium. Neben Alberto Nasca und Martin Dubek in der Rookie Trophy gewinnt Thomas Toffel vor Thomas Dombowski und Jack Davidson. In der Legend Trophy gewinnt Capelli vor de Groot und Riccardo Romagnoli. Und die beste Frau im Feld war Ariana Carsoli in der Startnummer 14 von Speedhouse. Das war der erste Streich, der zweite folgt sogleich, die EuroNASCAR 2 Runde 10. Und das hier ist der aktuelle Championship Leader in der Rookie Trophy, Thomas Dombowski, der für das Team Blake Molen fährt. Hören wir mal rein, wie er seine erste Saison bisher erlebt hat. Also ich muss sagen, diese EuroNASCAR, die weckt schon eine Menge Emotionen. Wir haben so viele Zuschauer hier dabei, die bis in die Boxengassen reinkommen, die die Rennen verfolgen und zwar zu 1000 auf der Tribüne. Teilweise kommen da die Jungs und Mädels auch ganz nah an die Autos ran, teilweise sitzen sie sogar in den Autos. Das ist die Offenheit der NASCAR Whelen Euro Series, die unglaublich ist. Gleichzeitig ist es aber auch völlig verrückt, diese Autos hier zu fahren. Keine elektronischen Hilfen. Wir haben V8-Motor mit 400 PS, also mit einer Menge Leistung. Da muss man sich schon so richtig anstrengen. Das ist etwas ganz Besonderes. Also ich muss sagen, ich komme aus dem Kartsport, ich musste jetzt nicht diese Transition von einem anderen Auto in dieses Auto machen, aber trotzdem muss man schon sagen, man muss sich daran gewöhnen, denn das hier ist echt pure Racing, man muss hier alles ohne elektronische Hilfen machen. Man hat aber ein sehr gutes Feedback im Auto. Das Auto fühlt sich einfach nur klasse an. Es macht eine Menge Spaß zu fahren. Das hier ist doch wirklich echter Rennsport. Also, das waren mal sehr interessante Aussagen von Thomas Dombowski, der Franzose. Der kämpft hier um die Rookie Trophy. Das ist der Championship-Verfolger von Wladimiros Dzorzis, Alberto Nasca. Und der hat die schnellste Rennrunde im Samstagsrennen gefahren. Und damit steht er hier auf der Pole Position. Oschersleben hat sich wirklich ziemlich viel Mühe gegeben, um hier ein American Fest aufzubauen. 13.000 Zuschauer beim Debüt, das kann sich sehen lassen. Und ich ziehe einfach mal meinen virtuellen Hut hier für die Jungs und Mädels in Oschersleben, die dieses tolle Event auf die Beine gestellt haben. Jetzt schauen wir aber auf das zweite 16 Runden lange Rennen in der EuroNASCAR 2 Meisterschaft. Alberto Nasca kann sich verteidigen in der Startnummer 54 und dann haben wir da schon Gillins und der kämpft um die zweite Position. Jetzt ist er hier außen, aber die nächste Kurve ist eine Linkskurve. Gute Chancen also für Nasca, während wir hier den ersten Dreher sehen. Matthias Hauer aus Deutschland, der Anwalt
dreht sich raus, kann aber wieder zurück auf die Strecke fahren. Paul Giffrot ist bis auf die 4. Position zurückgefallen, aber das war ein Bombenstart von Jill Linster. Hier sehen wir die beiden Marco Stipp Motorsport-Autos mit der 48 und der 46, Jack Davidson und Nick Schneider. Die kämpfen da gerade im Mittelfeld um die Positionen, aber vorne Jill Linster jetzt natürlich im Attack-Mode, im Angriffsmodus gegen Alberto Nasca. Winkt hier vielleicht die erste Chance, einen Sieg einzufahren für den Luxemburger, für Hendricks Motorsport. Nasca auf der 1, Linster auf der 2, dann Capelli auf der 3, der hier in Deutschland wirklich sehr gut zurechtkommt. Dann erst Paul Giffrot und dahinter lauert dann schon Thomas Toffel. Also beide Race Art Technology Autos sind vorne mit dabei und zeigen hier eine gute Pace. Dann haben wir Patrick Schober, der liegt momentan hinter Thomas Toffel. Dann Roberto Benedetti in der Startnummer 88, auch wenn wir sie gerade nicht im Bild haben. Linster ist dran an Alberto Nasca. Schauen wir mal, geht da vielleicht was für Linster? Nasca schon quer aus dieser Kurve heraus. Jetzt sind wir auf der Startzielgeraden. Das hier ist die Kameraperspektive von Claudio Remigio Capelli. Der filmt uns da vorne Linster und Nasca, die jetzt gleich reingehen in Kurve 1. Da gibt es noch keine Chance. Kurve 2 vielleicht. Linster geht innen rein. Und es gibt den Kontakt. Es gibt den Kontakt zwischen Linster und Nasca. Das ist natürlich das Worst-Case-Szenario gewesen. Sowohl für Alberto Nasca, aber auch für Jill Linster, denn er bekommt dafür eine Durchfahrtsstrafe. Causing a collision at the front of the field. Und das ist natürlich besonders gefährlich, wenn da plötzlich ein Auto quer steht und die restliche Meute noch angeschossen kommt. Und deswegen hat sich hier die Rennleitung für eine Durchfahrtsstrafe gegen die Startnummer 50 entschieden. Damit auch Alberto Nasca raus, der im Titelkampf gegen Vladimiros Tsortzis Punkte gut machen wollte. Jetzt aber erst einmal hier eine Menge Arbeit vor sich hat, um sich wieder nach vorne zu kämpfen. Patrick Schober geht hier gerade an Claudio Capelli vorbei. So wie ich den Patrick Schober kenne, wird er dieses Manöver nämlich problemlos durchziehen. So ist es auch. Also die 27 vorbei an der 18. Das ist schon fast ein Garant für ein Überholmanöver dieser Patrick Schober. Sobald er ansetzt, zieht das auch in der Regel durch. Und jetzt hat er hier Capelli hinter sich gelassen. Paul Giffrot versucht dahinter noch auf Platz 3 zu springen. Kann diese Situation aber noch nicht ausnutzen. Capelli wieder ein bisschen im Dreck. Kommt jetzt vielleicht Giffrot an Capelli vorbei. Der Kampf um die 3. Position. Die beiden Side by Side auf der Startzielgeraden. Und Giffrot schafft es, an Capelli vorbeizukommen. Und jetzt fällt er raus. Jetzt fährt er zu weit raus. Was ist denn hier los in diesem Rennen? Erst erwischt es die beiden Titelkandidaten Jill Linster und Alberto Nasca und jetzt auch noch Paul Giffrot. Und irgendwo hinten fährt Vladimiros Tsortzis, der Championship Leader, mit seinen Motorenproblemen rum. Also das hier ist ein ganz, ganz komisches Rennen. Noch sitzt da seine Strafe nicht ab, der Jill Linster. Und er hat jetzt mittlerweile Patrick Schober im Nacken und der ist verdammt schnell hier unterwegs auf dem Asphalt der Motorsport Arena Oschersleben. Und jetzt ist er schon dran am Heck von Jill Linster. Schauen Sie sich das an, das Auto mit der 50, der Toyota, füllt hier formatfüllend das Bild. Schauen wir mal, kommt jetzt schon der Angriff von Schober? So ist es, jetzt zieht er raus und geht an der Startnummer 50 vorbei. Also Jill Linster muss Patrick Schober hier ziehen lassen, wie schon gegen Claudio Capelli. An dieser Stelle Patrick Schober mit einem unglaublich starken Manöver. Und Capelli ist jetzt auch schon dran an Jill Linster. Das ist der Kampf um die 1. Position. Schober, Linster, Capelli. Ein schöner Dreikampf. Dieses Mal ohne Giffrot, ohne Nasca, ohne Tsortzis. Aber wir haben jetzt eine Full Course Yellow. Und zur Erinnerung, Jill Linster muss noch für die Drive-Thru-Penalty an die Box kommen. Hier haben wir Nick Schneider, der mit Riccardo Romagnoli aneinander geraten ist. Das Aus für den Deutsch-Brasilianer in der Startnummer 46, das Aus für den Italiener in der Startnummer 65. Schauen wir uns das Ganze mal an. Nick Schneider da am Heck von Romagnoli, dann versucht er da innen rein zu stechen. Ja, aber das geht voll auf den Quarterpanel. Also das ist eine ordentliche Divebomb gewesen von Nick Schneider, der sich hier noch massiv aufregt. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und ist das jetzt hier unter Gelb die Drive-Thru-Penalty? Geht das? Hat da Hendricks Motorsport vielleicht eine Lücke im Regelwerk gefunden, eine Grauzone? So ist es. Der fährt hier durch die Boxengasse und sitzt unter Gelb seine Strafe ab.
Und hier kommt schon der Restart und da zuckt er einmal ganz kurz raus, der Jill Star. Also es gibt wirklich keine Probleme mit der Drive-Thru-Penalty unter Gelb, aber das hier war gerade ein Restart-Infringement und es gibt die nächste Strafe gegen Linster. Die nächste Strafe, weil er da beim Restart einmal ganz kurz rausgezuckt ist. Da hätte er in Formation bleiben müssen. Und dementsprechend die nächste Strafe gegen die Startnummer 50. Aber die Drive-Thru-Penalty-Geschichte, die müssen wir aufarbeiten. Da wurde wirklich ins Regelwerk geschaut und es gibt keinen Passus, der sagt, dass eine Drive-Thru-Penalty nicht unter Full-Course-Yellow-Bedingungen abgesetzt werden darf. Also Geniestreich von Jill Linster und Hendricks Motorsport, aber ich denke mal, dass diese Regellücke relativ schnell von der NASCAR Wheel News Series gestopft werden wird. Weiter hinten geht es ordentlich zur Sache. Paul Giffrot hat sich zumindest wieder an Melvin de Groot vorbeigekämpft. Und da gibt es den nächsten Dreher von Alberto Nascar. Dieses Mal ohne Fremdeinwirkung. Da wurde noch Mario Ercoli in der Startnummer 8 verwickelt. Der 16-jährige Bruder von Gianmarco Ercoli. Und auch Sven van Laere in der Startnummer 56 war da in Problemen, musste kurz einmal über die Wiese fahren. Genauso wie hier jetzt Roberto Benedetti. Der kommt mit dieser Kurvenkombination nicht wirklich klar. Jetzt haben wir auch gerade einmal ganz kurz Vladimiros Tsortzis gesehen, der in der Startnummer 5 da vorne mitmischt. Patrick Schober ist hier auf dem Weg zu seinem ersten Euro-NASCAR-Sieg. Es wäre nicht nur sein erster Euro-NASCAR-Sieg, sondern auch der erste für Double V Racing. Der Österreicher stand schon auf dem Podium, aber in der Victory Lane durfte er sein Auto bisher noch nie parken. Und Linster, da müssen wir definitiv 5 Sekunden abrechnen in dem Gesamtklassement am Ende, weil er eben noch eine weitere Strafe bekommen hat. Und jetzt kämpft er da auch schon mit Claudio Capelli, dann Martin Dubek auf der 4, Thomas Toffel auf der 5. Paul Giffrot hat sich immerhin auf die 6. Position zurückgekämpft. Aber soweit ich das richtig gehört habe, gibt es auch eine Strafe gegen Martin Dubek. Also der zweite Hendricks Motorsport-Pilot hat ebenfalls Probleme. Genauso wie bei Jill Linster. Restart Infringement auch beim Tschechen. Auch der muss hier einiges an Zeit oben drauf rechnen. Giffrot geht jetzt hier an Thomas Toffel vorbei. Toffel, der kommt eigentlich aus dem Motorradsport und hat sich jetzt entschieden, im Autoracing, also im Automobilrennsport, Fuß zu fassen. In der ersten Saisonhälfte hatte er noch Probleme, aber seit Most ist da der Knoten geplatzt. Da hat er wirklich einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Linster jetzt gegen Claudio Capelli. Der Italiener kommt, die beiden sind Side by Side. Und da gibt es den nächsten Push von Jill Linster. Das nächste Auto im Gravel. Also das ist nicht das Rennen des Luxemburgers, denn das ist die nächste Strafe. Strafe Nummer 3 für Jill Linster, nachdem er da Claudio Capelli abgeräumt hat. Und vorne an der Spitze wird es der erste Sieg überhaupt für Patrick Schober. Der erste Sieg überhaupt für Double V Racing. Jill Linster wird hier am Ende auf Position 7 gewertet nach den Strafen. Wie gesagt, es gab auch noch weitere Penalties gegen andere Fahrer. Platz 7, das ist ein weiteres Streichergebnis für Jill Linster, der beide Rennen aus Deutschland streichen wird nach der Regular Season. Während wir hier Patrick Schober im Freudentaubel sehen. Hier haben wir das Team von Double V Racing. Endlich hat es geklappt, endlich Platz 1 für Schober. Endlich der Sieg für Double V. Wir hören rein. Ich kann es einfach noch nicht glauben, dass wir dieses Rennen gewonnen haben. Ich hätte niemals mit einem Rennsieg gerechnet, sondern eher mit einem Podium. Das Team hat wirklich einen unglaublichen Job gemacht. Ich danke natürlich auch meinen zahlreichen Sponsoren. Ohne sie würde ich jetzt hier nicht stehen und könnte nicht dieses Interview geben. Also die Victory Lane und dann sagte er zu mir, weil ich das Auto auch einweisen darf, um dieses Interview zu machen, da sagte er zu mir, ich kann es nicht glauben, bin ich wirklich der Sieger? Und er sagt auch, wow, das sind so viele Emotionen, ich kann es wirklich nicht glauben, aber jetzt stehen wir hier auf Platz 1, ich bin einfach nur überglücklich. Das hier ist der Marketingmanager von Double V Racing, Michele Diazzi, und er sagt, Patrick hat natürlich einen super guten Job gemacht und das Team ist wirklich super motiviert und arbeitet sehr hart. Wir sind super happy. Unser erster Rennsieg in der Euro-NASCAR. Es ist einfach nur verrückt. Wir fühlen uns fantastisch. Wir sind alle super happy. Nach der Regular Season führt Vladimiros Tsortzis vor Alberto Nascar und Paul Giffrot. Jill Linster bleibt weiterhin auf der 4. Position vor Patrick Schober und Martin Dubek. Das ist die Gesamtwertung, also nach den beiden Streichergebnissen. In der Rookie Trophy gewinnt Thomas Toffel vor Jack Davidson und Dominic Schark aus Deutschland. In der Legend Trophy haben wir Melvin de Groot vor Claudio Capelli. In der Lady Trophy gewinnt wieder einmal Ariana Carsoli. Und das war's von der Euro-NASCAR aus Deutschland. Mein Name ist André Wiegold. Tschüss und bis zum nächsten Mal.